Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Besucherinnen, Teilnehmerinnen dieser Tagung Skupno gemeinsam, liebe Schülerinnen aus dem slowenischen Gymnasium, dem St. Paula Stiftsgymnasium und der zweisprachigen Haag. Ich darf euch alle sehr, sehr herzlich ganz besonders begrüßen, weil ich denke, heute werden hier Themen besprochen, die ja im Wesentlichen auch eure aktive Zeit im Leben, eure Zukunft entsprechend behandeln werden. Ich freue mich natürlich über die große Zahl von Damen und Herren in den Reihen der Ehrengäste, ohne sie namentlich noch einmal zu wiederholen, möchte allerdings ganz besonders auch den Herrn Dr. Karl Renn schon erwähnen, natürlich als Direktor der Hermagoras, und die Vielfalt seiner Aufgabengebiete, denke ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil auch in der gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Bundesland und natürlich ganz besonders, was auch die Interessenslagen der slowenischen Volksgruppe in unserem Land betrifft. Und natürlich er ist immer im Hintergrund, sozusagen, obwohl er ja auch im Projektteam insgesamt aufgeführt ist. Und danke dem gesamten Projektteam. Ich sehe den Herrn Minister außer Dienst, Heinrich Neiser, Katrin Steiner-Hämmerle ist da, um nur die beiden sozusagen stellvertretend für alle auch zu erwähnen. Martin Bandel, gestern ja als Kärntner des Tages in der kleinen Zeitung auch entsprechend vorgestellt. Ein bisschen haben wir auch Einblick sozusagen in seine Motive, warum er was tut, was er tut, und ein bisschen sozusagen auch in sein persönliches, privates bekommen. Lieber Martin, danke für die Organisation. Und der das organisiert, der muss immer schauen, dass alles entsprechend auch funktioniert, dass dann alle, die auch versprechen, da zu sein, dann auch tatsächlich da sind, und trotzdem passiert es dann, dass halt manche kurzfristig entschuldigt sind, aber das muss man so zur Kenntnis nehmen. Jedenfalls hast du ja eine Zeit vor dir, wo du dann im sogenannten wohlverdienten Ruhestand vielleicht vieles auch von dem tust, was bisher aufgrund deines besonderen Engagements auch für die Interessenslagen und die gesellschaftliche Entwicklung für die slowenische Volksgruppe in Kärnten, aber natürlich auch für den Dialogprozess getan hast. Und du bist ein Brückenbauer im wahrsten Sinne des Wortes, und dafür sage ich dir Danke. Und jetzt wünsche ich dir dann Zeit. Ein bisschen haben wir geblödelt beim Hereingehen sozusagen. Naja, politisches Engagement. Ich denke, Politik ist ein ganz wichtiges Spektrum, und es braucht genug interessierte Menschen, die sozusagen auch aktiv, wenn auch nicht in Mandatsfunktion, sage ich einmal, weil da ist momentan nicht wirklich was in Aussicht die nächste Zeit, aber die aktiv sozusagen auch im Geschehen teilnehmen. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, wir haben ja im März diesen Jahres Landtagswahlen in Kärnten gehabt, und der Landtag wurde neu gewählt. Natürlich auch die Zusammensetzung der Landesregierung und die Fortsetzung der Koalition zwischen Sozialdemokratie und ÖVP unter der Führung von Landeshauptmann Peter Kaiser, denke ich, ist auch ein Signal in die Zukunft, weil ich einfach überzeugt bin, dass die Berechenbarkeit, die Verlässlichkeit der Politik durchaus etwas ist, wo die Menschen auch das Bedürfnis haben, dass Kontinuität, dass die Sicherheit, dass zu lösende Fragen mit dem nötigen Engagement, mit dem nötigen Nachdruck auch angegangen werden, durchaus für die Menschen auch von Interesse sind, und stabile Verhältnisse da vielleicht etwas auch sind, was gerade in Zeiten, wo wir
viele Problemstellungen vor uns haben. Corona, nach Corona-Ära, Teuerung, Krieg in Europa, alle diese Fragen verunsichern natürlich die Menschen. Und da, glaube ich, braucht es besonders auch die Politik als stabilen Faktor. Und alleine im Regierungsprogramm der für die Zukunft Kärnten 2023 bis 2028 ist ja auch die Präambel, und ich denke, das ist auch ein Zeichen, das entsprechend schon wahrzunehmen ist, nicht nur in der Amtssprache Deutsch, sondern in Slowenisch, in Italienisch und in Englisch abgefasst, so dass die zum einen erfolgreiche und stolze Vergangenheit unseres Landes, aber natürlich auch die große Zukunft unseres Landes Kärntens auch perspektivisch festgeschrieben ist, mit in Summe in 7 großen Kapiteln und über 300 konkreten Handlungsfeldern. Die Regierungserklärung ist auch öffentlich abrufbar. Ich sage nur so ungefähr, wie sie ausschaut. Ich denke mal, es ist eigentlich durchaus auch ratsam, dass man vielleicht auch einmal eine freie Stunde dazu nützt, um sich ein bisschen auch einzulesen, was denn so in den nächsten 5 Jahren am Programm steht. Und was auch wesentlich ist, und ich denke, das ist etwas ganz in die Zukunft gerichtetes und natürlich auch die Verantwortung für die Generationen nach uns in sich tragend, dass die 17 SDGs der Vereinten Nationen, nämlich die Ziele, wie wir die Welt in Zukunft gestalten sollten und welche Herausforderungen wir auch hier beachten sollten, direkt in Verbindung mit allen über 340 Maßnahmen stehen, die im Regierungsprogramm umzusetzen sind. Also das heißt, es wird jede Maßnahme auch nach den SDGs im jeweiligen Themenbereich überprüft und um den globalen Herausforderungen letztlich zu begegnen. Und das sind natürlich die Themen Armut, Beseitigung der Ungleichheit, der Kampf gegen die Umweltzerstörung, Klimawandel, Veränderungen, was fürs Klima zu tun, Wohlstandsentwicklung, Frieden sichern, natürlich eines der, denke ich, derzeit brennendsten Themen, und natürlich auch Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu erzeugen und aktiv einen Beitrag zur Entwicklung für die Generationen nach uns damit zu leisten. Im Bereich der Volksgruppe, und ich denke am Freitag am Abend, wenn ich es richtig vom Programm her im Kopf habe, wird ja der Herr Landeshauptmann selbst auch zum Regierungsprogramm und zu den Perspektiven in Bezug auf die Weiterentwicklung der Gemeinsamkeit in unserem Land auch für die Volksgruppe entsprechend Stellung nehmen. Steht zumindest drinnen, dass Mehrsprachigkeit als nachhaltige Ressource und Schlüsselkompetenz natürlich auch für die Zukunft entsprechend ausgebaut werden und forciert werden sollte. Und die Vielfalt mit ihrem Mehrwert auch für unser Land belegt auch der Besuch und die Inanspruchnahme des slowenischen Unterrichts. Wenn ich nur einige Zahlen in Erinnerung rufe, im Schuljahr 2008, 2009, so ist es mir irgendwie geläufig, waren es in dem Volksschulbereich, wo zweisprachiger Unterricht, Slowenischunterricht angeboten wurde, 19% der Schülerinnen und Schüler, die diesen Unterricht besucht haben. Aktuell, und ich denke, das ist ein durchaus beträchtlicher Fortschritt, sind wir bei 47% im Bereich der Volksschulen. Ich denke, das ist auch ein deutlicher Fortschritt. Und stellt auch unter Beweis, dass nicht nur Kinder der slowenischen Volksgruppe, wo also die Muttersprache Slowenisch ist, sondern durchaus auch deutschsprachige Familien ihre Kinder, dort wo das Angebot vorhanden ist, zum Slowenischunterricht anmelden und wahrscheinlich auch viele Familien mit slowenisch
slowenischen Wurzeln, wo die Sprache verloren gegangen ist, ihre Kinder auch in den Slowenischunterricht schicken. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Beitrag auch zur Erhaltung der slowenischen Volksgruppe und zur Weiterentwicklung natürlich auch im Bereich des kulturellen, des gesellschaftlichen Lebens. Es ist schön, dass Sie Politično Izobrazevanje, ich hoffe, ich habe es so halbwegs ausgesprochen, leider bin ich der slowenischen Sprache nicht so mächtig, politische Bildung auch als Schwerpunkt nehmen. Ich sage Ihnen eines, gerade nach der Landtagswahl habe ich für mich zumindest einen Befund festgestellt. Ich denke, wir haben den Dialog mit den Menschen zu suchen und verstärkt zu führen. Wir haben intensiv Aufklärungsarbeit zu betreiben, was auch die Konstruktion der Demokratie insgesamt betrifft. Ich habe verspürt, dass natürlich auch durch die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 3 Jahre da das Bewusstsein und die Befindlichkeit, was Demokratie wert ist, welche Rolle Demokratie sozusagen in sich tragen kann und wie natürlich auch die aktive Beteiligung jeder und jedes Einzelnen zum demokratischen Gelingen notwendig ist, dass das sehr, sehr in die Oberfläche gegangen ist. Und ich denke mir, wir haben ja gemeinsam mit der Frau Dr. Steiner-Hämmerle Plattform Politische Bildung entwickelt, sozusagen auch als Unterrichtsbehelf im Bereich des Schulunterrichtes für die politische Bildung. Aber es gibt durchaus Bedarf, das sozusagen breit in die Gesellschaft zu tragen und hier auch alles zu tun. Erstens einmal, da liegt es natürlich auch bei der Pädagogischen Hochschule, Herr Rektor, die Pädagoginnen und Pädagogen darauf auch hinzuweisen, dass man sagt, politische Bildung, auch wenn es derzeit nur in Modulen sozusagen im Geschichts- und Sozialkundeunterricht vorgesehen ist, sollte eigentlich, wir wünschen es uns, die Schülerinnen und Schüler in den Schülerparlamenten, die regelmäßig bei uns zumindest 2-mal jährlich im Landtag tagen, verlangen es immer wieder politische Bildung als Pflichtgegenstand. Ich würde meinen, aufgrund des Befundes, den ich sozusagen auch für mich gemacht habe, wäre das eine zwingende Notwendigkeit. Wir werden auch das Bohren harter Bretter, Politik ist natürlich auch das Bohren harter Bretter, nicht aufgeben. Und ich habe auch am letzten Wochenende in der Landtagspräsidentenkonferenz, die dieses Thema auch über all die Jahre thematisiert hat, wieder angeregt, sozusagen erneut einen Vorstoß zu machen. Und ich hoffe, dass wir diesbezüglich einen entsprechenden Schritt weiterkommen, weil ich glaube, wenn man weiß, was Demokratie wert ist, wenn man auch seine Rolle in der Demokratie entsprechend ernst nimmt, dann denke ich, ist der Dialog, die Verständigung, die Diskussion, das Aufeinanderzugehen wesentlich einfacher. Leider stelle ich auch fest, natürlich Social Media in allen Formen trägt nicht wirklich zu dieser Verständigung bei, weil dort gibt es sozusagen kurze Meldungen, schwarz oder weiß, Daumen nach oben oder Daumen nach unten, und das ist dann die Befindlichkeit von Einzelnen, und da denke ich mir, da brauchen wir wieder die grundsätzliche Diskussion, da müssen wir in die Tiefe gehen, da müssen wir wieder sozusagen nachschärfen und entsprechend unseren Beitrag leisten, dass die Demokratie auch für die Zukunft gesichert ist. Wenn wir uns anschauen, wie sich momentan die Gesellschaft quer durch Europa entwickelt, die Ränder der Gesellschaft durch Populismus offensichtlich massiven Zulauf haben, dann brauchen wir, denke ich, auch die Verantwortung in uns, dass es wichtig ist, die Mitte der Gesellschaft entsprechend in der Balance zu halten, um letztlich auch uns demokratisch breit aufzustellen und für die Zukunft sicherzugehen, dass wir in einer Demokratie die beste Staatsform haben, die wir
kennen auf der Welt und dass die den Menschen auch die größte Möglichkeit der Mitgestaltung und Partizipation bietet. In diesem Sinne wünsche ich der Tagung jetzt über die nächsten 3 Tage natürlich einen erfolgreichen Verlauf und bin also dann auch schon auf die Dokumentation, die ja auch immer dann erfolgt, neugierig. Auf jeden Fall gutes Gelingen, alles Gute. Und wenn ich heute sozusagen irgendwann knapp vor 12 aussteige aus dem Geschehen, dann ist das dem geschuldet, dass wir am Nachmittag im Landtag eine Debatte Windräder in Kärnten, Fragezeichen, führen werden, nämlich im Rahmen einer Enquete, also einer Expertendiskussion mit der Politik, und da werde ich dann natürlich auch entsprechend gefordert sein und bitte dann zu entschuldigen, wenn ich heute sozusagen nicht den ganzen Tag live dabei bin. Alles Gute und viel, viel Erfolg. Dankeschön.